Grüß euch benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasper. Ja, heute sind zwei Sachen hochgeladen worden. Das eine war irgendwas, was er irgendwie vor seinem Auszug aus der Schanze noch hochgeladen hat. Und ich habe mir das gerade angeschaut, also ich habe da auch was dazu aufgenommen dabei, wo ich es mir angeschaut habe das dann aber wieder gelöscht, weil das ist einfach so brunzlangweilig gewesen. Also aber sowas von brunzlangweilig. Ähm, das hat sie nicht rentiert. Das hat mir selber keinen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass das jetzt besseres Met ist, weil das ist aktuell. Und da sind wir jetzt schon in einer Situation, man sieht es, er ist irgendwo draußen. Erstens ist es wieder das Geilste an den Hatern. Wahrscheinlich wollte er das Geilste an den Hatern schreiben. Keine Ahnung. Ähm, und das ist jetzt in einer Situation, in der er praktisch schon der Meinung war, er hat all das Schnippchen geschlagen, ist jetzt überraschend aus der Schanze raus, niemand weiß, wo er ist und niemand wird ihn jemals wiederfinden. Und 4 Stunden später hat es auf allen Kanälen geheißen, im Übrigen, der Rainer ist in Frankfurt am Airport Hotel. So. Dann ist er in der Nacht- und Nebel-Aktion irgendwann gegen Mitternacht irgendwie da rausgemeldet und hat die Flucht angetreten. Und in der Zwischenzeit weiß man es noch nicht, dass sind Kanäle eingerichtet worden. Schaut mal beim Influencer, der kein Mensch mehr ist, vorbei. Da gibt es so praktisch eine Rainer Watch. Da gibt es einen Link dazu, da kann man praktisch, wenn man ihn irgendwo gesichtet hat, kann man das dann da praktisch auf der Karte eingeben mit Bildern und Club und Zeug und kannst dann da sagen, hier, an dem und den Tag, um die und die Uhrzeit, Datum, Wetter, Uhrzeit, ihr kennt das, äh, ist der Uga da und dort gesichtet worden. Genau. Wie gesagt, wir schauen hier den Rap beim Spiegellord. Das verlinke ich euch unten drin in der W-Schreibung. Und dann schauen wir mal, was der Rainer zu sagen hat zu der vorhergegangenen Nacht. Dementsprechend ein Rainer und auf geht's. Er hat Müll in der Hand. Und der Fluppe in der Fotzen. So, Metal Leute, Oh, servus und herzliches Willkommen. okay, der ist scheißenleise. Schauen wir mal, wie wir den lauter kriegen. Natürlich auch Wind im Hintergrund. Das ist saubere Qualität, Rainer. Beim Drachen. Oh Mann. Okay, warte, der ist immer noch, wow, übertrieben. Ich mach mal kurz Pause und schau, ob ich ihn lauter kriege. Okay, Freunde der seichten Unterhaltung. Ich glaube, das ist jetzt das Maximum, was ich rausholen kann. Dementsprechend, schauen wir nochmal. Ich gehe nochmal ein paar Sekunden zurück, wo er zum Reden anfängt. So, Metal Leute, servus und herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, Metal, du mich auch. Oh Mann. Ich stehe gerade am Rastplatz. Der hätte sich nicht irgendwo hinstellen können, wo weniger der Wind geht, oder? Na, am Rastplatz steht er. Und ich könnte mir so den Arsch ablachen. Ja, mach bitte nochmal diese künstliche Lache wie da, wo die. Kommt jetzt wieder Provokation? Er lacht sich den Arsch ab. Er, der für komplette Nacht Hotel geblecht hat und um Mitternacht rausgemeldet ist. Lacht er sich den Arsch ab. Ich könnte mir so den Arsch ablachen, ganz ehrlich. Ähm, Es ist so, ähm, die Hater haben gestern rausgefunden, in welchem Hotel ich bin. Ja, und das sehr, sehr schnell. Ehre und Anerkennung. Buhu. Es ist für mich natürlich beschissen gewesen, weil ich dann das Hotel verlassen habe. Nicht wegen mir, sondern einmal wegen meinem Auto und einmal wegen ähm, den Herrschaften, die mal wieder Scheiße gebaut haben und dann die ganze Zeit die Rezeption genervt haben. das, das ist nicht okay. Der arme Rezeption ist.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell einfach an einem anderen Ort nahtlos weitergeht. Das, ja, aber blöd muss man halt auch sagen, jemand, der dann so ein auffälliges Auto dann auch noch hat und das dann draußen auf dem offenen Parkplatz irgendwo hinstellt. Ich hätte mir halt wenigstens ein Hotel mit einer Tiefgarage gesucht, dass man es halt nicht auf Google Maps nachschauen kann, wo du bist. Die haben mich auch gar nicht gebeten zu gehen. Ich hätte Und ja, ich weiß, Google Maps ist kein Live-Feed, aber das, ja, der Witz musste sein. Warte. ich habe durchaus selber entschieden zu gehen. Aber was ich jetzt wieder witzig finde, ist, manche Menschen behaupten, du bist in Würzburg. Andere sagen, jetzt ist er wieder in Frankfurt. Manche Leute sagen, ich bin am Bodensee. Wieder andere sagen, sie haben mich irgendwo bei Köln oder Hamburg gesehen. Und wieder andere behaupten, ich bin in Berlin. Nee, es gab Spekulationen darüber, wo du bist, und es gab nur ganz wenige tatsächliche Sichtungen. Also behauptet, dich gesehen zu haben, meiner Information nach, haben nur sehr wenige Leute. Der Witz ist, es ist kalt hier. Der Witz ist, es ist letzten Endes völlig irrelevant, Letzten Endes. wo ihr mich gesehen zu haben glaubt, weil es ist sowieso völlig Blödsinn, weil die Hater wieder mal nur wieder Scheiße bauen. Der ist so matt. Er könnte sich nicht den Arsch ablachen. Er ist innerlich kocht, der Mann. Er kocht innerlich. Der ist so angefressen, dass sie den so schnell gefunden haben und dass er deswegen aus dem Hotel raus hat netteln müssen. Der ist so heftigst matt, dass er ganze ich reis in der Gegend umeinander und fahre den Hatern davon, Plan nicht aufgegangen ist, und das am ersten Tag schon. Besiegt, Rainer, besiegt. Doch diese Pafferei. Manche Hater behaupten, dass sie mich da gesehen haben, und manche behaupten, dass sie mich da gesehen haben. So, hallo Drache, schön dich zu sehen. Wie hast du geschlafen im Hotel? Ich habe Rainer, hast du gut geschlafen im Hotel? War's erholsamer Schlaf? Sag, wie war das Frühstücksbuffet, Rainer? So, ein warmes Zimmer, weiches Bett? Rainer? gar nicht im Hotel geschlafen, tatsächlich. Ich habe im Auto geschlafen. Weil mal wieder so ein paar Sackfressen mir auf den Sack gegangen sind und auf die Nerven. Und dann herausgefunden haben, in welchem Hotel ich bin. Also habe ich mich kurzerhand ins Auto gesetzt, bin woanders hingefahren und habe im Auto gepennt. Rainer, da darfst du dran gewöhnen im Übrigen. Merkt der, wie der hier in der Gegend umeinander lurt? Der rechnet jede Sekunde damit, dass irgendeiner um die Ecke gefahren kommt und Herr Winkler ruft. Der ist paranoid auf einem anderen Level. Genau. Es ist letzten Endes eigentlich recht einfach gewesen. Ja, letzten Endes. Weil, ja, die konnten sowieso nichts machen. Und jetzt stehe ich an einer Raststätte. Die hätten schon gekonnt, Rainer. Die haben halt nichts gemacht. Tu jetzt nicht so. Du bist immer doch derjenige, der sagt dann, Entschuldigung, derjenige, der immer sagt, ja, die Hater, die wollen, und wenn sie dann irgendwas, die machen immer das Schlimmste von allem möglichen. Die haben das Video alle gesehen. Die Leute, die hätten beim Auto sonst was anstellen können. Die hätten das vor Ort auf dem scheiß Parkplatz abfackeln können. Keiner hat das gemacht. Die haben das gefilmt und haben gesagt, hey, im Übrigen, hier ist er, der Rainer. Und dann haben sie vielleicht noch bei der Rezeption angerufen und das war's. Die bösen Hassverbrecher. Irgendwo im Nirgendwo. Ist sogar relativ wenig los hier. Ich habe schon mehrere Videos wieder aufgenommen. Einige davon werden erst in ein paar Tagen kommen. Alles Premium-Content, Rainer. Wenn ich von hier aus wieder weiter weg bin. Und andere werden und einige werden schon etwas früher kommen. Das sind aber dann so Videos wie jetzt hier, wo ihr den Livestream, ihr seht ja im Prinzip nicht. Ihr seht hinter mir einen blauen Himmel, aber das trifft momentan auf einen bestimmt großen Bezirk zu. Und ihr seht hinter mir Bäume. Wahnsinn. An fast jeder Raststelle sind irgendwo Bäume.
Und wie hast du im Auto geschlafen? Hast du jetzt nicht Rückenschmerzen? Rückenschmerzen habe ich keine tatsächlich. Das Auto ist echt bequem. Es Glaube, also Rainer hat wahrscheinlich nicht mehr Rückenschmerzen wie sonst, weil wer so aussieht, der hat keinen gesunden Rücken. Ne? war am Anfang ein bisschen unbequem, weil ich auf der Fahrerseite geschlafen habe. Oder versucht habe, auf der Fahrerseite zu schlafen. Aber da konnte ich einfach nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit, weil ich versucht habe, mich auszustrecken, Weil du ein Vierteltonner bist, der über den Sitz drüber wungelt. weil ich zu groß bin. Nein, du bist nicht zu groß, du bist zu fett, Rainer. Erstens mal war das Lenkrad dauernd im Weg und zweitens Weil da die Wampe angestanden hat. mal war ähm, Ohne Scheiß, der hat so Schiss. Der ist wie so ein gehetztes Tier. Es ist gerade krass erbärmlich. Der ist wie so ein gehetztes Tier. Bei jedem Geräusch zuckt der zusammen. erstens mal war das Lenkrad dauernd im Weg und zweitens mal, wenn das Lenkrad nicht im Weg war, dann waren die Fußpedale im Weg. Also habe ich mich dann letzten Endes dazu entschieden, auf der Beifahrerseite zu schlafen. Ja, das wäre grundsätzlich die schlauere Idee gewesen, Rainer. Und das war echt eine Oder auf der Rückbank vielleicht. gute Entscheidung, weil ich habe dann die Rückenlehne so weit zurückgemacht, wie ich konnte, was nicht so weit war, wie ich gerne gehabt hätte, weil ich hinter mir noch einen Kasten Wasser eingeklemmt habe. Das Auto ist echt groß, aber ich habe so viele Sachen dabei, dass es echt wieder unangenehm ist und unbequem ist. Da schaut er jetzt schon wieder. Doch, da fährt jemand vorbei. Squeezer Hater. Und ich glaube, jetzt haben mich wieder irgendwelche Leute entdeckt. Ja. Hab ich's gesagt? Hab ich's gesagt? Es sind einfach irgendwelche Leute vorbeigefahren und das sind alles schon wieder Hater. Herzlichen Glückwunsch an deine Paranoia. Das kannst du auf die lange Liste der Sachen für deine Therapie im Knast setzen. Fakt ist auf jeden Fall, Wissen, wenn er das sagt, kommt eine Lüge. dass mich Leute jetzt schon überall gesehen haben. Das haben mich Leute in Köln, in München und in Hamburg gesehen. Wieder andere überhaupt nicht mehr am Bodensee. Ich habe gehört, wenn man irgendwie nach Mitternacht irgendwie vor dem Spiegel dreimal deinen Namen sagt, dann. Es ist wirklich ein Witz. Es ist ein Witz ohne Ende. Und man fragt sich ja letzten Endes, was dabei rauskommt. Manche Menschen checken auch nicht, dass sie sich selber in die Gefahr begeben, wenn sie mir jetzt auf dem Livestream nerven. Rainer, ist das eine Drohung gewesen? Hast du gerade gesagt, dass es gefährlich ist, sich dir zu nähern in der Öffentlichkeit? Hm? Es tut mir echt leid für dich. Obdachlosigkeit, wenn man das so nennen kann, ist mega Das kann man so nennen. stressig. Obdachlosigkeit ist es ja in dem Sinne nicht. Doch, Rainer. Du hast kein Dach über dem Kopf. Du bist ob eines Daches über dem Kopf obdachlos. Ich habe die Möglichkeit, in Hotels zu pennen. Ich habe genug Kohle. Noch, Rainer, noch. Aber du hast ein Tablet gekauft und ein Laptop gekauft und gekauft und einen Ford Blue. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob das Hater sind, weil die scheinen aus Polen zu sein. Oder Polnische Hater, Rainer. Das sind polnische Hater. Oh. Ich spreche kein Polnisch. Ich wüsste aber gerne, was Hater auf Polnisch heißt. BL ist doch Polen, oder? BL ist Polen. Polen. Das ist so ein Holzkopf. Das ist. Nee. Polen ist der Typ, der auf RTL irgendwie bei Deutschland sucht den Superstar die Leute. PL ist Polen. Ach, was weiß ich.
Nix weißt du, Rainer, das ist das Problem. Wenn ich übrigens nicht mal gleich auf den Chat reagiere, liegt es daran, bei meiner Cam ist es so, dass sich das verändert. Meine Cam, beim Tablet ist es so, dass der Chat von alleine verschwindet. Rainer, das kann man einstellen, wenn man komplett behindert Passt das ist. schon. Ganz ehrlich, ich glaube, dass das Hauptproblem sein wird, jetzt erst einmal in der ersten Zeit. Wenn es mal eine Zeit lang gelaufen ist und wenn es jetzt mal eine Zeit lang dann wieder abgekühlt ist, dann wird Dann wird der Hate weniger und das wieder leichter. das ist auch was, das laberst du seit Jahren. Ja, nee, das ist jetzt gerade bloß eine Phase. Das, wenn abgekühlt ist, dann wird der Hate wieder weniger. Hast du schon irgendwo eine Wohnung gefunden? Ja, in der JVA. Nee. Eine Wohnung habe ich nicht gefunden. Und es wird wohl auch nichts werden. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das. Wir müssen mal schauen, wie das so geht. In der Hunde geschissen hat. Nee, der sucht sich auch keine. Wozu denn auch? Der hat in 3 Wochen seinen scheiß Gerichtstermin und danach fährt er in die JVA. Bis der Wohnung gefunden hat, ist der eingekastelt. Rentiert sich überhaupt nicht mehr. Das weitergeht. Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall in Arbeit. Danke übrigens für eure Unterstützung, die kann ich momentan echt gut gebrauchen. Weil jetzt wird wieder gebettelt. Ja, ich kann jetzt die Unterstützung super gut gebrauchen. Weil das viele Geld, was ich vom Schanzenverkauf gekriegt habe, das habe ich nämlich richtig dumm verschwendet. In der Hoffnung, dass es genügend Trottel gibt, die mir dann trotzdem noch irgendwie den Obolus in den Fettrachen schmeißen. Weil es ist natürlich echt schwierig wegen den ganzen Hater-Idioten. Nein, es ist schwierig, weil du ein brunstepperter Fettbeutel bist, der sein komplettes Geld aus dem Fenster pfeffert hat. Du könntest jetzt, wenn du dir einfach ein stabiles, gebrauchtes Auto für 10.000 gekauft hättest, dann hättest du jetzt und vielleicht irgendwie nicht unbedingt nochmal die 3.000 Euro Computer-Equipment, die es jetzt nicht braucht, die jetzt eingelagert sind, irgendwo in Hinterpfudeibel, dann hättest du jetzt 33.000 Euro mehr auf dem Konto. Damit könntest du in der Gegend umeinander fahren und in Hotels wohnen, so viel wie du lustig bist. So viel wie du lustig, damit kommst du easy bis zur Knaststaffel. Aber du hast dir für 3.000 Euro, für über 3.000 Euro neues PC-Equipment gekauft. Du hast dir für 40.000 Euro diesen scheiß Auto gekauft. Du hast dir noch einen Haufen anderen Scheißdreck gekauft. Das hat alles her müssen. Und derzeit hast du kein Knopfgeld mehr in der Tasche. Sich da irgendwo einzuquartieren und alles. Das hat ohne Scheiß damals, vor 10, 11 Jahren, damals, wo sein Vater gestorben ist, da hätte die Mutter und die Großmutter und die Schwester, die hätten beantragen müssen, dass der einen gesetzlichen Vormund bekommt. Ja, attestierte narzisstische Persönlichkeitsstörung, verminderte Intelligenz, dass der einfach einen Vormund kriegt, weil er nicht in der Lage ist, selber klarzukommen, dann hätte man den zum Arbeiten nur geschickt und für die paar Mark, dann hätte da jemand die Hand darauf gehabt, wo er hingeht und sagt, hey, ich würde mir gerne das oder das kaufen und dann wird es genehmigt oder nicht. Der Mann ist alleine nicht lebensfähig. Ich finde es immer witzig, wenn Leute aussteigen, meistens dann der Fahrer aussteigen, ums Auto rumlaufen, irgendwas rausnehmen und irgendjemanden, der hinten sitzt oder auf der Beifahrerseite sitzt, dann was geben. Das habe ich jetzt schon mehrfach in verschiedenen Raststätten, wo ich heute war, beobachtet. Hä? Rainer, bist du jemals in Urlaub gefahren? Also ich weiß, wo wir damals in Urlaub gefahren sind, wo ich noch ein Kind war. Da sind mein Bruder und ich auf der Rückbank gehockt. Und dann haben wir halt dann irgendwie so, ja, wir haben Durst, brauchen wir was zum Trinken, sowas. Oh, hier vorne haben wir nichts mehr, ist alles leer. Aber wir haben noch was im Kofferraum. Bei der nächsten Raststätte fahren wir kurz raus. Dann macht man den Kofferraum auf, holt was zum Trinken, holt vielleicht so ein bisschen was zum Futtern raus, macht den Kofferraum wieder zu, schmeißt es auf die Rückbank zu den Kindern, damit die ja Ruhe geben und dann wird weitergefahren. Das ist ein ganz normales Verhalten, Rainer. Ein ganz normales Verhalten.
Ich finde es extrem interessant, weil ich fahre alleine und ganz ehrlich, vielleicht liegt es daran, dass ich Fahrer bin, ich weiß es nicht, aber ich kann es kaum erwarten, immer wieder mal rauszukommen, mal die Beine zu vertreten, mich mal ein bisschen zu strecken. Ja, vielleicht solltest du dir bei deinem Gewicht, ne, und deinem Diabetes und sowas, vielleicht solltest du dir Thrombosestrümpfchen über die Elefantenstampfer drüber ziehen. Ne? Ist das eine Idee, Rainer? Vielleicht? Thrombosestrümpfchen? Hm? In Elefantengröße? So, entschuldigt, die Qualität leidet ein bisschen darunter, dass ich im Livestream, dass ich im WLAN bin. Also nicht im WLAN, Die Qualität leidet vor allem darunter, dass du draußen ohne Windschutz am Mikrofon aufnimmst, du Dulli. Handynetz bin. Ja, also es ist so, es gab keine Verfolgungsjagd in Frankfurt. Ich weiß, es wurde behauptet, das ist aber nicht der Fall. Rainer, es gab Fotos von deinem Auto auf der Autobahn aus einem anderen Auto heraus, die hinter dir gefahren sind. Es hat mich jemand gefunden in Köln, das ist richtig. Quatsch, in Frankfurt meine ich, nicht in Köln. Hat mich jemand gefunden und hat herausgefunden, in welchem Hotel ich bin. Und als ich ausgecheckt bin, ist mir jemand hinterhergefahren. Aber der ist mir nicht lange hinterhergefahren. Und es ist ein bisschen, der Empfang ist ein bisschen schlecht gerade. Also es gab keine Verfolgungsjagd, aber ich bin gefahren und jemand ist mir hinterher gefahren. Obwohl ich eigentlich 4G habe. Und auch vollen Empfang, komischerweise. Also, Verfolgungsjagd in diesem Sinne gab es nicht. Es ist richtig, dass mich jemand gefunden hat. Es ist richtig, dass mich jemand fotografiert hat und auch mein Auto und auch mich im Auto, wo ich dann abgehauen bin. Aber auf der Autobahn selber, ich weiß nicht, ob es Bilder auf der Autobahn gibt. Ich Ja, doch, die gibt es, Rainer. Da brauchst du auch nicht lange habe googeln. noch keine gesehen. Und ich habe auch noch von niemandem gehört, Nein, ich habe die Bilder in derselben Nacht noch gesehen. Das hat nicht lang gedauert. dass es welche gibt. Es wurde aber behauptet und so weiter. Und es hat auch ich habe auch irgendwas gelesen von wegen, seid vorsichtig, mit jeder Sekunde, mit der ihr ihn weiter bedrängt, wird Dreche oder. Wie es auch immer abgehackt ist. Rainer, das ist jetzt dein Content für die Zukunft. Ist das dein Plan? Es wird da abgehackt und du sitzt da draußen, während der Wind ins Mikro pfeift. Man hört dich kaum. Ist das jetzt. Gibt es jetzt dafür Kohlen? Nervig. Natürlich war ich angepisst davon, dass mich Leute schon wieder gefunden haben und dass ich nicht mal einen einzigen beschissenen Tag meine Ruhe hatte. Aber letzten Endes ist es ja Letzten auch Endes. uninteressant. Ich hatte dann trotzdem eine halbwegs ruhige Nacht. Es ist am Anfang echt angenehm gewesen. Ich habe auch einen Schlafsack dabei. Ich habe dann im Schlafsack, beziehungsweise ich habe mich dann mit dem Schlafsack zugedeckt. Das Auto selber ist ja Er wollte gerade sagen, er hat im Schlafsack gepennt, aber es gibt keine Schlafsäcke, wo so ein Golgatana reinpasst. warm gewesen innen, ist ja auch gut gedämmt alles. Und ich habe dann ordentlich Ja doch, es gibt, glaube ich, so 2 Mann Schlafsäcke. Die vielleicht. gepennt im Auto. Das ging auch echt gut. Ich habe auch 4 oder 5 Stunden tatsächlich geschlafen. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich schlafe. Obwohl im Schnitt schlafe ich zwischen 4 und 6 Stunden. Also das war ungefähr. Rainer, hör auf, du hast das letzte Mal wieder verzapft. Du gehst zwischen dann und dann ins Bett. Es war alles, du hast einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Er labert einen Käse. Ohne Scheiß. Du pennst bis 2 Uhr nachmittags im Normalfall, Rainer. Standardschlafzeit. Also ich bin eigentlich auch fit heute. Ja, aufgewacht bin ich dann eigentlich so mit dem ersten Tageslicht, wo es dann langsam hell wurde, so um 7, 8, 9 rum. Da habe ich dann noch ein bisschen gedöst und dann das Einzige war. Rainer, wir wissen, um wie viel Uhr du von dem Hotel weggefahren bist. Wenn du jetzt sagst, du hast 5 Stunden geschlafen und bist um 7 Uhr aufgestanden, dann können wir einen Radius da drum ziehen und wissen, an welchen Raststätten du da möglicherweise gewesen bist. Das ist dir klar, oder? Man weiß, wie weit du maximal gekommen bist in diesen, ich glaube 0:50 Uhr war es. Ist in dieser knapp einer Viertelstunden. Und dann weiß man, wo du gerade bist. Was dann wirklich unangenehm war, war dann das Aufstehen, weil als ich mich dann auf so einen Schlafsack geschält habe, war das arschkalt. Das war wirklich arschkalt. Aber das ist dann auch unerheblich gewesen, weil als ich dann ein bisschen wach war und so weiter, hat es dann schon funktioniert. So, ich rauche noch die Kippe auf und dann
Ja, Rainer, ja. Obdachlos sein im Winter, kein Spaß. Bin ich weg. Wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch, Tobias. Und euch allen natürlich. Sag, was hast du für ein Handy? Das ist kein Handy, das ist ein Tablet. Das, was ich gerade benutze, ist ein Tablet. Ja. Dann sag halt, was es für ein Tablet ist, du Dulli. Boah. Kalt. Oh, noch ein bisschen die Wandtime melken. So, wo ist Jannis geblieben? Das hatten wir schon mal geklärt. Da musst du dir was anderes dazu anschauen. Du wirkst trotzdem entspannt, gefällt mir. Na klar, wirklich entspannt. Und ich bin auch entspannt. Nein, du bist überhaupt nicht entspannt. Also du bist wie ein gehetztes Viech, sitzt du jetzt seit 10 Minuten da und schaust permanent links und rechts über deine Schulter und hast schon bei 3, 4 Leuten vermutet, dass es Hater sind, die da auf der Raststätte angekommen sind. Wie gesagt, der Witz ist, dass die Hater, sie haben mich direkt gefunden, aber jetzt momentan tappen sie wieder im Dunkeln, weil sie eben nicht wissen, wo ich bin. Sie haben mich in Köln gesehen, in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin. Ich habe Nachrichten aus allen möglichen Richtungen bekommen, nur nicht da, wo ich bin. Und ja, es hat auch geheißen, dass ich wieder in Nürnberg bin. Man hat dir höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele dieser Nachrichten geschickt, um dich zu triggern, damit du dich jetzt da hinsetzt und irgendwas Dummes sagst. Es hat geheißen, dass ich in Fürth bin, es hat geheißen, dass ich in Erlangen bin, es hat geheißen, dass ich in Ansbach bin, die ganze Ecke, wo ich früher gewohnt habe. Ja, nur da, wo ich bin, haben sie nicht gewusst. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe alles Mögliche schon mitbekommen. Na gut. Da ist jetzt eine Familie, die möchte essen. Deswegen werde ich jetzt mal dann den Stream beenden. Ja, Rainer? Was ist das jetzt? Ja, die wollen erst deswegen den Stream beenden und dann einfach demonstrativ noch provozierend da sitzen so, und einfach nur ein bisschen weiter. Ich könnte aus dem Auto streamen, ja, mache ich aber nicht. Ich werde in Zukunft nur noch so streamen, wo man nicht wirklich viel erkennen kann. Also eine Baumreihe gibt es hier überall. Politische Themen werden hier nicht angesprochen im Stream. Nee, das könnte ja tatsächlich irgendwie Substanz haben. So Leute, ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für die Unterstützung und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Haut rein. Tschüss. Oh, Scheiße. Sorry, Leute. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich habe hier alles auf Maximum gedreht, damit man ihn überhaupt ein bisschen versteht. Und das hat mir jetzt gerade selber irgendwie die Trommelfälle rausgeschossen. Ich hoffe, hat euch nicht ganz so heftig erwischt. Tja, was sagen wir abschließend dazu? Also Rainer macht das überhaupt nichts aus, dass man ihn gleich wieder gefunden hat. Rainer verplappert sich schon wieder, wie weit er gefahren ist. Und dass man ungefähr weiß, in welchem Umkreis um Frankfurt rum er sich befinden muss. Man weiß auch grob, in welche Richtung er gefahren ist, dementsprechend. Ne? Klar, da wird er jetzt nicht mehr sein, weil jetzt ist auch schon wieder mitten in der nächsten Nacht. Aber ich bin da sehr gespannt. Ich gebe dem Ganzen noch 1, 2 Tage, dann taucht er spätestens wieder irgendwo auf, weil der kann ja nicht einfach jeden Tag vom Parkplatz von irgendeiner Raststätte filmen. Das kann er nicht machen. Der hat ja, der muss ja auch irgendwie Content produzieren und der weiß ja selber, hat man gerade gesehen, auch nicht, worüber das er schwadronieren soll, weil er dann da sitzt, jetzt geht es wieder ein bisschen um die Hater, dann hat er sich wieder 3-mal wiederholt und dann wo er jetzt streamt und wie er jetzt streamt. Und also das kann ja wohl auch kein zukunftsfähiges Format sein. Da müsste auch selber drauf kommen. Und dementsprechend wird der sich in die Zivilisation begeben müssen, wenn der interessanten Content haben will. Also da wären dann sowas, dass er in irgendwelche Städte fährt.
und dann da vielleicht irgendwo in der Altstadt filmt oder sowas und sagt, hier, ich bin jetzt hier vor der und der Kirche in Hinterpfudeidel und bla 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 bla. Aber das wäre auch schon wieder, ich denke da schon auch wieder zu weit. Ich glaube, das wird ein vernünftiger Mensch machen. Und also auf jeden Fall, wenn er Content produzieren will, der ihm Geld bringt, was er dringend notwendig hat, weil er ja alles verpulvert hat, ähm, wird er sich in die Zivilisation wagen müssen. Und da wird er sofort erkannt. Und dann weiß man, wo er ist. Und dann geht die fröhliche Schnitzeljagd weiter. Und vor allem, wenn der in irgendwelchen Fußgängerzonen, Innenstädten von irgendwas ist, da kann der auch nicht einfach aus. Also, lass den, keine Ahnung, in Köln durch die Innenstadt marschieren und trifft eine Truppe an von Leuten, die ihn kennen. Ja, was will der machen? Was will er denn tun? Er hat keinen Rückzugsort mehr. Er hat keine Schanze mehr, in die er sich reinmeddeln kann. Die Pinea anrufen und hier macht mal. Da hat keinen privaten Sicherheitsdienst mehr. Meine Hoffnung ist bloß, dass es dann nicht so heftig eskaliert, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Aber eskalieren wird das. Da gibt es richtig heftiges Met. Also entweder das oder er macht jetzt hier seine auf einer Raststätte hinterm Klohäuschen Streams bis zur Verhandlung. Das sind so die zwei Alternativen. Aber damit gibt es keine Kohlen. Weil ich glaube nicht einmal die Drachis sind so dämlich und geben sich den Scheiß. Also, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Dass hier auch überbrückt wird, bis die Knaststaffel eingeleitet wird. In diesem Sinne, einen schönen Tag wünsche ich euch. Metal.